Wie all Joer ass de Kabarett Geojali organiséiert ginn, de Sven an de Band hunn an Kamera gekropt a waren virun an Hanner Bün. De Grupp Geojali huet lächte Mount sein neue Projekt am Escher Theaterzelt opgefordert. D'Ekipp aus Schauspieler, Bühnenarbeiter, Techniker a Maskenbildner hunn de Musical Canterville Story an de lächte Main bühnereif gemacht. Der Regisseur zählt das Mai an noch 3 Schauspieler haben in dem Mikro gelost. Wie ist es zu diesem Projekt das zu erkommen? Sind den 3 letzten Produktionen de Genre wenig gewesen. Wir sind an den Musical gegangen, wir haben angefangen mit der heiße Ecke, St. Pauli Musical. Am 2. Jahr war der Sommernachtstraum, und 4 Jahre von Shakespeare, vom selben Stück, Komponist von Martin Nigenau. Ja, und da wollte man natürlich in der Richtung weiterfahren. Dann haben wir am Fundus gekromt von Verlag, wo es die 2 Stecker gehen hört, der Wait Songs Verlag von Hamburg. Da haben wir Canterville Story Fond, nur der 4 Jahre von Oscar Wilde. Dann schon gemerkt, das wäre eine Geschichte, wo es aber trotzdem vielleicht kein gefallen. Ja, und da haben wir dann noch vom Verlag Recht die Welturfeierung dort zu machen. Und so ist es dann von mir dazu gekommen. Kevin, wie hast du für dich als Jüngsten, den Matt möchte, und den möchte ja, wie hast du dich integriert? Also du strengend? Ja, ich kann mal sagen, dass nicht Lied ist, mir das nicht anstrengend. Ich bin noch ganz gut abgeholt gehen und es war auch shit very live, für Ausnahmen. Kevin! Mir am größten Ganzen war es eigentlich ganz gut, ganz Lied mich zu integrieren. Und wie war mit der Aufregung bei dem allerersten Theaterstück jemals? Oh ja. War schon so ein Gefühl für mich, weil man das nicht immer auf einer Bühne. Und eigentlich war schon ein gutes Gefühl, wo ich Hand mehr habe, weil die ersten paar Sekunden dass man auf die Bühne geht, sind schon ganz anstrengend. Hallo. Willst du gerne mit mehr Wasser trinken? Ja, nein, was denn? Vielleicht. Ich weiß nicht. Hein to. Hallo? Mach das doch! Oh fuck! Und Valerie, wie ist bei dir? Du spielst ja Virginia, was eigentlich ganz lebt an liebevolles Mädchen. Das wäre schwer für dich, dich an die Rolle ranzuversetzen. Am Anfang nicht. Also, ich hatte die Rolle von Anfang an niemand gern. Ich musste zwar ein bisschen von mir selber dranbringen, weil es ein bisschen langweilig gehen. Mich hat die Rolle von gern und sie war auch nicht so schwer. Es war ein paar schwere Schlüsselmomente am Stück, wo schon schwierig sind zu spielen, wo ich muss aufpassen, weil sonst ist die ganze Stimmung am Stück befeuchtet. Mich sind sicher aber gut ins mit der Rolle. Du hast so eine Kussszene. Wie war das für dich? War das nicht schwer, sich da vielleicht zu überwinden? Das war am Anfang nicht so einfach. Ich schon den Jungen aber gut kannt, der Yannick. Also, es war ein bisschen mehr witzig, weil wir eben alles so gut kannten und dann immer müssen lachen. Aber aus sich ist es aber noch gegangen, wenn bis die erste rüber war, also schon bald ein gewünscht gehen. Also das war normal. Wie verlief das am Geojali mit den Proben? Wie hat es angefangen bis den Tag für die Premiere sozusagen? Ja, das ist eine längere Unterprise. Also für dich machen wir kein Casting mehr, wir machen so eine erste Probe, wir gucken, die Leute von neu beikommen, was für Erfahrungen dazu haben. Wir probieren Basics was zu machen, wen ich auf der Bühne behält, wen auf der Bühne agiert. Probieren noch herauszufinden, wie dem hier gesangliche Talent da steht. Und dann sehen wir schon ungefähr, was für Richtung wir können marschieren. Wir fangen das Projekt richtig angefangen mit diesem Workshop zu Hamburg. Wir hatten der paar Stück das Jahr, auf der hatten wir einen Workshop für die Bühnenbau, das war für dich, wo wir das gemacht haben. Wir haben hinterher noch mal wenig angeguckt, wie die da schaffen und ganz viel Trio und da kriegt. Das war im August, dann im November vom letzten Jahr, du hast dann der Rest neue Equipe auf Hamburg gefahren, da waren wir an der Hamburg School of Entertainment.
Tanzen und Gesang an am Schauspiel. Ja, und da gehen wir dann auch als kleinen Escher dann Döner die Workshops machen. Das ist einfach mal flott, auch für Kanner zu sehen, wie in der beruflichen Konditionen das Proben zu trainieren. Also ich kriege ganz viel Beibrot auch am Bereich von Basics. Dann haben wir einen Grimace-Workshop gehabt. Da hatten wir Sarah Beilan, der das Chefmaskenbildnerin vom König der Löwen zu Hamburg, wo man also Kanada schafft, wo den Masken an der Rahmen entstanden ist. Da kann ich so die Hunde im Jahr Schülertheater mal so mit Profien zusammen schaffen. Ich meine, das aber ganz flott gesagt, dass Profil auch nicht mit Wasser kachen. Mit Wasser ist vielleicht eine bessere Qualität, die heißt nach mehr, aber kann ich schon ganz viel lernen und das ist einfach flott, für auch mal an die professionelle Atmosphäre dran zu kommen. Willst du was mehr Waschhandhand holen? Nee! Ja, wenn es gut geht, sind wir spätestens auf 5 Tage fertig. Wir sind krass allen. Wir sind auch immer allen. Und wir haben 2 Tage Premiere. Das ist wirklich ganz gut. Schinken oder Käse? Und hast heute Band, du warst die Nils, du warst seit ZM dabei, noch keine Aufführung verpasst. Also du überhaupt noch aufgeregt? Ja, Ulmerich Sven, aufgeregt also eigentlich immer. Ich hatte den Vorteil, dass all die anderen Schauspieler als allererst auf die Bühne gegangen sind. An der Gruppe für das Anfangslied, ich hatte die Chance, ich konnte 20, 30 Sekunden recht noch kommen. Und ich hatte früher mal denken, wo ich als allererst auf die Bühne gekommen bin, und das ist immer ein bisschen mehr schwer. Aber die Aufregung ist, noch 10 Sekunden, wenn ich auf der Bühne ist, fort. Weil ich aber größtenteils Spaß macht. Und du warst so lange dabei, war da wirklich ein Stück oder siehst du, es wären andere, die besser gewesen wären? Nee, ich habe heute ganz gerne gehabt. Ich meine, das ist klar, wenn ich eine größere Rolle hat. Und ich war ganz froh mit meiner Rolle, weil sie heute viel hier ging, ich konnte viel damit machen, viel Kostümer. Ich da Heinz auch ein bisschen genervt hat und so, aber die letzte Jahr war noch flott. Klaus hatte letztes Jahr, wo ich als Esel verwandelt gesehen, und der heiße Ecke hatte ich noch keine so große Rolle, aber du war Steck einfach so cool und du hattest am liebsten noch all die großen Rollen, du warst halt noch mehr jung, die große Rolle gespielt. Und noch die Jahre für drunten, wo man nach Kabarett gespielt haben, da hat man nach Sketcher gemacht, hat schon mal mit Klang, Texter, also ich bin ganz zufrieden mit meinen, ich weiß nicht wie viele Jahre, und mir halt seit ZM nicht dabei mit all den Jahren.